Mehrlich immer, ja? Gut. Ja, die meeste Tjane mir, die ich das erste Mal hier validiert mir noch in der ersten Serie, ja, wir haben 7 Kinder, die, ja, eigentlich sind sie nicht nicht alle. Ich finde halt vielleicht letztes Mal auch, ich war auf dem Jugendcamp im Januar, wird hier uns Elster sehen, wo Tanja noch mehr ernsthaft uns letztes Jahr verloren. Er ist einfach auf den Gas getragen, will von Gott, von Familie nicht mehr weiter. Lebt mit Drogen, er nimmt Drogen, er schmeckt und trinkt und lebt sein Leben ohne Gott. Aber er hat von doch Geburtstag. Erzähl, sei ab Cake, das wollte ich nur alle. Und für den Geburtstag ist bei uns zusammen so, ich mag den Cake auch zusammen. Und für den Geburtstag darf die Kinder sich einen Cake bestellen. Sei aus einer halben Welle. Dann bestellen sich mal einen Football aus Cake, dann bestellen sich eine Tour aus Cake, dann bestellen sich was immer die Welle. Und ich mag das. Naja, vor allem wird es von dort schon ein Cake geben. Als ich mal was tust, und mal hilft es nicht. Heute kommt nicht mehr. Er redet nicht mit uns, er reist nicht. Das ganze Ries von boven bis unten lebt auf der Gas. Am 100 sei er fort. Und hat schon Tüß, er will abgejoint. Und Süß ist ob. Und wir haben ihm nicht auf der Gas gejocht. Wenn jemand ein Hüs haft, in ein Vode haft, was am sehr läuft, dann ist es nicht einfach, das sei ja wei. Und jetzt möchte ich jemand fragen, ob ich vielleicht eine kurze Zeit beten können. Ich kenne hier noch meine Brüder und Schwestern kommen und Willi. Jesus, wir danken dir von dir auch für Willi sein Leben. Wir danken dir für die Familie, was er ist. Dass sie eine Früh in Kinder, wo sie einfach eine Familie leben, die von dir hauptgestaltet ist. Die Kinder, die du irgendwann vertraut hast. Durch eine Geburt von seiner Früh, aber auch die wird vom Harte kommen. Was angenommen wurde in Leib. Und was geboren wurde in ihr Hart nennen. Und von der Fall wie mit das Hart mit, was so gebraucht und so weit ist. Und wie prachtig die Herr ist. Klappen von dir noch einmal mehr und sehen in sein Hort an. Dass er von dir am Geburtstag fällt, dass er braucht ein Vorrein einer Mutter. Und er hat das Verreich, eine Vorrein Mutter zu haben, auf diese Erde. Und dass er kann einfach trägern. Das ist die verlorene Sehen, trägern das. Den Tag, wo die verlorene Sehen, ihr Schmanke schwien sollt. Und geriess wie ein Hunger, dann ran deine Hüs. Wir beten für das Wunder von wahrer Herstellung. Dass an die Drugs und alle Alkohol katzrig worden. Und dass er anfangen, Hunger an den Darsteht kriegen, nur Jesus Christus. Nur Jesus Christus in der Vergebung. Nur dort, wo der Heilige Jesus am Geben kann, noch Heilung. Nur da wahre Herstellung, nur eine neue Zeit. Im Namen Jesus Christus. Ich bete für Lou, für die andere Geschwister. Ich bete einfach, dass diese Lage steht. Dass das Bruder kann zurückkommen, dass du endlich vieren Leute aus Familie. Ich will die von dir loben, preisen für Willi sein Leben. Und für die Leute, die er ausstrahlen, der auch noch uns hier aus nicht Leben Familie. Diese Leute, der ist auch für seine Familie, für seine Kinder und auch in den nächsten Monaten. Alle Plans, was du auf dem Hort gelegt hast, was du gesagt hast, was sie nie tun sollen, musst du jeder Schritt und Tritt leiden, musst du Licht schenken, auf jeder Staub, was sie nehmen.
En vi willen die nu dankzij vooruit zijn. Wat zij worden gaan, dat zij kunnen doen zijn. Ook wanneer ze plannen naar Duitsland te trekken. Dat du ook al nieuwe tijden, nieuwe zaken opveert. En wie willen ook al den weg opmerken im Gebet. Dat in Duitsland kan einfach de Heer Jezus daarheen reden te andere mensen. Te de leegste en verbrekendste mensen. Dat zij kunnen aan de armen en einfach Jezus Christus vereerd te zijn. We mochten beden einfach für uns als Familie, dat je het mocht abgeven en eren. In die Namen Jesus Christus sei wir Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Amen. Amen. Jo, vielmals Dankeschön. Nicht immer ist das Leben einfach. Aber Gott hat nicht versprochen, dass er uns das Leben einfach macht, er hat versprochen, mit uns Töpfe zu gehen. Und das ist viel mehr wert. Ich möchte eine Person hier noch 4 Kronen tummeln mit Metall, mit einem Mann sein, mit einem Hand, was schneidhaft in was sich nicht schämt, mal Kartemeter halten. Zijn nog 2 komen, zij hier, kom met nap. Ich will erst mal schön 3 machen für das Interessante und dann sage ich, was das ist. Sehr Dobkopf ist nicht sehr schwer. Die habe ich mag het Hand mit Schneiper das Geld. Ich darf mal versetzen, aber ohne die Dümes, der darf ich nicht gebrochen. Mal wenn es 2 Schneip ob zu machen, war das Teil zu machen. Nicht mit den Dümes darf ich nicht gebrochen. Der macht die wirklich ganz weich, die Dümes. Der wird beide Hände gebrochen, wann ich will, aber braucht die Mann auch immer so lang? Nee. War das Thema, wenn ohne Dümes, ja. Na, so schwach kann doch gar nicht sein. Schafft nicht. Ah, ob besser. Kannst du Thema machen? Vor dich. Hast du die Dümes wirklich nicht gesagt? Na, wenn du davor jetzt habe ich schon eine Predigt, dann wollen wir nicht mehr. Gut. Kannst die Hand, kannst du irgendwie wieder üben. Vielmals Dankeschön, Jens. Dankeschön. Es ist gar nicht so einfach. In sehr viel weht ihr gar nicht. Das sind die bloße Dümes. Interessante Geschichten in der Bibel gefunden. Das hat was mit Dümes zu tun. Kann jeder, ja? Na dann, wer was mal lesen. Wer die Bibel haft kann, opmaken in Richter. Das erste Kapitel. Auch vor von Anfang an. Richter von Kapitel 1, Richter von 1 bis Vers 7. Da sagt es so.
Nur Josua seinen Tod fragen die Israeliten dem Herrn, wer soll von uns vorabgehen, in jenen die Kanaaniter zu schrien? Und der Herr sagt, der Stamm Juda. Er hat dort Lohnt in seine Gewalt gegeben. Dann sehen die Männer von dem Stamm Juda zu dir, von ihren Brüdern Stamm Simeon, kommt mit uns mit und helft uns Aufgott anzunehmen. Dann will wir Jünd nur auch halten, Jünd Aufgott anzunehmen. Sie schlägt dem Stamm Simeon sich dem Stamm Juda an. Aus Juda dann losging, jäft der Herr die Kanaaniter in Perisiter in ihre Macht, in sie besiegten bei der Stadt Besek, ein Heer von 10.000 Männer. Und sie fingen bei Besek auch den Tschenich, Adoni Besek, und kämpften jenem in der Kanaaniter, in Perisiter, wurden besiegt. Adoni Besek aber versucht, sich weich zu bringen, und sich juren am herum. Und als sie am gegriffen wurden, hackten sie am die Dümes in die Gröte Teuen auf. Dann sieht Adoni Besek, 70 Tschenichs mit aufgehackten Dümes in Teuen musste sich unter einem Dash Brocken ablesen. Sie das Erz dort gedonnen haben, sie hat Gott mit dort Tritt geteilt. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, wo er starb. Gut. Eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr der Tjane, vielleicht verteilt man der auch nicht gerade die vom Schlucken gehen, ja. Aber er ist in der Bibel. In irgendwas hafte sie Geschichte auch vor uns. Was genau was dort passiert? Israel, die wäre sehr einmal auf dem Weg vorwärts. Gott hat so viel für Israel fair. Und in Israel haben wir immer so Gott seine. Wie Gott ist und wie groß seine Läufe zu uns ist. Ein Volk, was eigentlich nicht gehorsam wäre. Ein Volk, was immer bloß muck, was es will. Nicht ob dort jeder, was Gott sieht. Ein Volk, das immer sehr nur der andere jeder checkt. In sehr fucking Weicherand ist. Ein Volk, was eigentlich den Vater sehr traurig mag. Und doch hat Gott immer wieder seine Läufe bewiesen und immer wieder gesagt, wie Gott heute ist. Israel, wie nun verheißenen Land gekommen. Die kommen mit Kanaan und Grenz, also aus Ägypten rübergegangen sind. Aber dann trüde sie Gott nicht. Und dann zwiebelte sie sehr dort enthalten, was dann hinzukommen. Und sie sehen, das ist zu schwer, das kann Gott nicht. Sie sehen, es wird einfacher sein, in der Wüste zu sterben, als nicht zu gehen. Und sie Gott, na Gott, dann Gott tritt stirbt. Und dann mussten sie treten. 40 Jahre sind sie ramgerannt in der Wüste. Da sind alle, die zwiebelte, sterben. Und dann wieder die nächste Generation. Der Tschenje wäre dran. Und dann stunden sie weiter für Kanaan in der Frage, wie war da, go wie nennen oder nicht? Und dann sehen sie, jo, wie well. Gut. Und nu fängt es an, die sind dann hingegangen, haben das alles so viel als je, ich habe so angenommen. Und nu sagt die Bibel, es ist Josu auch allweich. Die kommt die Zeit von Rechter. Es ist eine Zeit, Mose wenig mehr, Josu wenig mehr, und die Mathe sie irgendwie reinkommen und sich das alles irgendwie annehmen, das ganze aufgehört, was sie nicht schrien, das lohnt, das Mathe sie annehmen. Und dann fangen sie an. Und sie beten, und Gott sagt, Judah geht zuerst, Judah fragt, ob jemand mitkommt, jo, Simeon sagt, wir gehen mit, dann noch halb wie okay, dann gehen sie tipp. Und sie kämpfen, die gewinnen, und nehmen den Tschenich in Gefangenschaft. Adoni Besek. Adoni heißt Besek, es mein Haar. Adoni Besek, ein Tschenich, was sieht, mein Haar ist nicht Gott, mein Haar ist Besek. Das wie in einer von den Jetters von irgend in Haibed am On. Was mir interessant wäre, das erste, was mir abfällt, ist, dass so einen Tschenich gefangen genommen wurde. Gefangenschaft ist nicht interessant. Ich weiß nicht, ob ich mal gefangen wäre. Wenn es beim Spielen vielleicht mal, dann spielen wir bitte mal Grippe und dann haben sie einen gepackt und dann ist man gefangen. Dort geht vielleicht ein paar Minuten, dann ist wieder gut. Als auf dem Acampamento hat wieder dort, dann hat wieder die Polizei, dann hat wieder Bibelschmuggler, der wurde dann gefangen. Und wie weit wird das? Für ein paar Minuten weit wird heute gefangen zu sein. Aber wirklich gefangen zu sein.
Das ist schrecklich. Je fangt du sein heute, du bestimmst nicht über dein Leben. Je fangt du sein heute, dass du dann dein Leben, was du eigentlich je hätt, nicht leben kannst. In dit hier bin ich. Bei uns, ich wohne nicht in einem Palast, ich wohne in einem ganz normalen Haus. Wir haben auch keine Diners, was uns da immer rumstehen, in das Haus reinmachen, in das Eten kochen. Wir haben keine, was wir rumfahren, und keine, was uns bedeuten. Wir haben kein Recht, was uns hier hat. Er sieht so ein Tjennig, aber er schluckt Geld, er geht ins Bad, eine Wurme da, braucht man einmal sagen. Und sie hätte endlich Geld. Aber nie gefangen zu sein, dann kannst du nicht machen, was du willst. Du hast nicht den Leben, den Schmack und Geld Leben. Du bist ein Gefangener und dann musst du leben, was man die Jeft zum Leben. Meistens esset eine kleine Stufe, da jeftet vielleicht ein Bad, ein gemiertes Bad vielleicht, wann Geld ist. Ein Matratz, der muss vielleicht sehr dicht sein und da dreht dann auch. Ich besuchte eine Zeit ein Gefängnis in Brasilien. Ich habe eine ganze Zeit lang jeden Monat die Gefangene besucht und immer Gottesdienst mit ihnen gemacht. Jeder Monat wie wir durch. Und einmal frug ich, darf ich nicht nennen, mal nennen, ich werde Benne ützet. Jo, seht sie. Ich hatte einen Anwalt, einen Lawyer, ein Advocato, der kam immer mit mir mit. Das wäre in unsere Gemeinde. Auch ein Christ. Und heute sagt, steht mir und sie da. Du kannst dich einfach nennen. Ich dachte, doch, und dann war man frei, dann kann man nennen. Und der brachte uns nennen. Dann wie wir ganz bei dem letzten Lach gegangen, da wie wir in eine Zelle bin, wo die Gefangene Bänne sind. Du irgendwie nennen. Dann sieht er, ich will noch nicht einmal hier Bänne. Und du fragst einfach, jetzt nennen. Na jo, jetzt wir uns so an, das wir nicht kriegen. Das wir vielleicht 2,5 Meter für 6 Monate. Da werden 3 Bade. In Upper Angeles werden 3 Bade. Und in der Mat, da wird die Toilette, die Banjo, wieder Mat. Und dann checkt das so an. Und dann sieht wie 6 Monate in der Mat, plötzlich ein Banjo in der Mat. Was ist dann hier mit Privacidade, mit sich ein Bett Trittstratchen, sich nicht sehr genieren für andere? Sie sagen, es ist kein Hotel. Wenn Gott leben will, muss sie Bett anstellen, wenn du Büte bist. Dann kann es nicht nennen. Okay, wenig gerade so erfinden. Stell dir vor, die muss dein Leben leben. Du darfst nicht rühren. Da wird nicht gegeben, was du kriegst, nur was du kriegst, jankert. Das ist nicht so, dass du sagst, von durch, was wir hier sehen, mal. Na, einer sagt, mich heftet nicht. Das jeft wird das jeft, das wird jeden, wenn nicht mehr jeft nicht mehr. Du kannst dich weich vor, du kannst dich Jast annehmen, du kannst dich einen Cake bestellen, das geht nicht. Du lebst ein Leben, was du gar nicht willst, aber du bist ja ein Gefangener. Das kenne ich, den hatte sie gegriffen, nie wäre ein Gefangener von Juda. Reimer. Apostel Paulus schrift uns im Reimerbrief, Kapitel 6, den Vers 14. Reimer, Kapitel 6, den Vers 14, sagt es so. Die sind soll nicht ewig herrschen kennen, weil sie sind nicht unter dort Gesetz, aber unter die Not. Wenn wir unter den Sinn leben, dann herrscht der Sinn über uns. Und wenn der Sinn über uns herrscht, dann haben wir kein Wellen mehr. Ich verteile das, wir hatten mit Jugend jetzt eine geile Tipp. Und ich verteile das, mein Sehen kommen außer den Weichen, ich will euch tüß, ich will im Amazonas, wir heute gerade war da 2 Wege, wo wir die Menschen von Jesus verteilen heute, meine frühe Schrift bis geklebt. Er will Freiheit. Er will frei sein. Ist er nicht frei? Die sind Drogen, die am das Leben schwer machen. Und er kann nicht näher sein. Und er ist mit seinen Freunden, der macht das Mädchen super. Ist er frei?
Das ist nicht Freiheit. Bloß in Jesus haben wir wirklich Freiheit. Fried zu sein, wie ich sagen, nee, dankeschön, das brauchen wir nicht. Ich sie frei, ich matt nicht in Sinn leben. Ich kann nicht sein. Das ist Freiheit. Freiheit heute nicht zu tun, was du willst. Freiheit heute, du bist nicht gebunden. Ein Gebungener, der kann nicht tun, was er will. Der muss gehen, wo er uns an Tratje, der muss leben, was am Nein stoppen. Wir sind frei in Christus. Wie der wir leben, das heute nicht wie der wir machen, was wir wollen, das heute wie der wir leben. Wir sind frei. Sehr viele leben aber noch in ihre sind. Sehr viele sind noch gebunden. Sehr viele haben noch, und das Gesetz über ihren Stunden. Sehr viele machen sich noch Gedanken, böse Gott vielleicht bewiesen können, dass er entgelt seine Macht. Als wir die Hand genommen haben, einer frug mich mal, das ein paar Jahre zurück, was sagst du in uns, dass du uns angenommen hast? Was mag wir dir, dass du uns haben willst? Und er sagt, nicht. Läuft verdient man sich nicht. Läuft schlicht man. Wie matte Gott nicht wiese, wer Gott wie sind, dass er uns läuft. Er läuft uns. Und wenn wir noch so weit von am Weg sind, noch Begos leben, er läuft uns immer noch. Und wenn wir alles falsch machen, in Kreis durch jeden, was er uns sieht, wenn wir alles falsch machen, er läuft uns immer noch. Du kannst ein Vorderhort nicht verstehen. Aber er läuft. Wenn wir, so schlecht als wir auch sind, und so wenig als wir auch kennen, wenn wir so sehr Menschen laufen, wie viel mehr Gott? Viele leben noch in der Sklaverei. Nicht wörtlich, nicht so von Büten, nicht so, dass sie irgendwo noch auf dem Land aus Sklaven schaffen. Aber eine Sklaverei mit dem Horten. Viele sind Sklaven von ihrer Vergangenheit. Viele sind Sklaven von ihrem Gefühl. Die haben noch immer einen großen Hass, in der Ältere vielleicht. Die sind immer noch sehr jene andere Menschen, was sie angetan haben. Und sie sind Sklaven von diesem Gefühl. Sklaven von Beratheit im Horten. Sklaven von nicht vergeben kennen. Sklaven von Schuld. Sehr viele sind immer noch Sklaven. Aber das ist nicht dort, was Gott von uns will. Und dann haben wir einen König, der geradste Mann im ganzen Land, der reichste Mann im ganzen Land, der herrschste Mann im Land. Der hat gebunden, seit er über Juda aus einem Gefangener. Weißt du, wer wir sind? Gott hat uns geholfen und wir sind Tschenigstchen. Er hat uns eingeladen, in seine Familie zu kommen. Wir haben das nicht verdient. Aber er sagt, wenn du willst, ich nehme die an. Komm, lebe mit mir. Ich gebe dir alles, was du willst. Es ist ganz einfach, du musst bloß Ja sein. Als wir unsere 10 Jahre angenommen haben, das geht gar nicht sehr einfach. Da mussten wir mit einem Richter reden. Und da sind ein paar Menschen, die dort studiert und gelehrt haben. Und dann mussten wir einen Trafen machen. Bei unserem Trafen kommen wir, und sie brachten die 3 Kinder, wir haben 3 Geschwister ab einmal aufgenommen. Und dann brachten sie die 3 Namen, und wie sollten durch? Und dann checkten sie. Das sind alles Psychologen, alles Menschen, die hier studiert und gelehrt haben, das alles verstehen. Und der Richter war auch da. Und wie sollten da? Dann kommen die 3 Kinder hin. Und der Älteste checkt mich an, sagt sich auf den Schritt, dreht sich fast und sagt, Onkel, nimmst du mich mit nach Haus? Der unter dem Jahr sagt wie mir doch, bei mir in der Früh abgestellt, lehnt sich einfach bloß an. Der unter wie ging vor zu ganzen Schiffloden, am zu drehen, alles Rüttelpühl, was er werden will. Und den haben wir auch mit. Und dann seht wir, ja, wie werden diese Kinder laufen?
Und dann musste sie einen Brief schreiben, dann musste sie das alles zu Papier bringen, dort bei einem Rechter dann nochmal vergelegt wird. Und da stand bei ihr geschrieben, wie schickt uns die Familie an? Und wie sagen, dass die Eltern die Kinder wirklich annehmen wollen. Und wie sagen die Kinder, dass sie sich den Eltern hingeben wollen. Und wir sind dafür, dass das passiert. Das hat Gott in uns gemacht. Heute kommt uns und sagt, ich habe es auf meine Schuld, ich nehme die an. Und wenn wir vertrauen in uns auf seine Schuld sagen, jo, ich will mit dir leben, dann nimmt uns an, dann wollen wir sie nicht Kinder. Das hilft nicht zu tun mit, wie machen wir uns nicht anders. Das mag oder ja, mag nicht der, wie nicht mehr mit Jan reden oder, das hilft nicht damit zu tun. Nicht, wie sie nicht Kinder. Und dann haben wir viel mehr, als wir erst hatten. Die Bibel sagt uns in Römer 6, Vers 22, ich wird wieder noch einen Text, was wir gelesen haben. Römer 6, Vers 22 sagt es, aber nu, dort die von der sind frei und an Gott versklavt sind, haben je dadurch der Heil gewonnen und haben dort ewige Leben. Wir sind nun nicht mehr Sklaven von Sinn, nur sind wir Sklaven von Gott oder Kinder von Gott. Sicher habe ich da eine zu machen. Das ist nicht so, dass wir bloß, weil wir Kinder sind, nur machen, der, was wir wollen. Natürlich hast du auch geregelt, hast du es auch, oder? Sonst klappt das mit dem Haus nicht. Das fällt ja alles taub, aber das Kinder sei, was du tun hast. Das gibt alles in der Ordnung, das haben wir auch. Gott hat das ja auch. Aber mit ihm zu leben, das ist nicht schwer. Mit ihm zu leben, das ist nicht hart. Seine Last, was er ab uns leicht, es leicht, seht er. Wir dürfen nur am kommen. Wenn wir sind nicht Kinder geworden, dann leben wir anders. Vieles ist nicht anders. Aber es ist nicht leichter. Mit die Gewohnheiten, mit wir umtüchen. Die Kinder, als wir angenommen haben, die lebt auf dem Gas. Und die sammelte, wie nennt das eigentlich Mehl, aber für entweder, das können noch verkäufen, wenn sie dann Papier oder Isa sammeln, dann können sie nochmal verkäufen. Und die sammelte dort. In alles, was sie in der Hand kriegen, musste die Kinder erstmal ganz fein klunien. Dass es weniger Platz im Wort annimmt, dass man ihnen passt. So, alles, was ihr entjefst, mit fein Geräten in zwei gekleint. Das machen sie tüß mit allem. Alles, was wir tüß haben. Das ganze spielt dich. Zwei gekleint. Und alles, was wir an Sachen stunden, hat immer fein Geräte. Das wird sich gewarnt. Aber nu seht wie, nu ist es anders. Nu seht ihr unsere Kinder, und nu darf ich damit spielen. Ich mache dort nicht zwei kleine zum Weichschmieden. Und dort jeden Bett, musst du sehr viel, immer weiter nicht nehmen, ja. Bis dort lede, dort, nu darf ich dort hier brocken. Das ist nicht zum Zweimachen. Was wir nie Gewohnheiten haben, was uns daran gewohnt, dort nie Leben zu leben, das kenne ich, die wir gebunden. Gott will uns über Freiheit geben. Ein ganz interessanter Vers steht in dort Leute. Schau das Buch? Das steht in der Bibel. Dort Leute. Im Alten Testament, der wir mal aufmachen, dort Leute, Kapitel 2, den Vers 15. Und das Vers sagt so, riebt uns de Vers, die Kleine, wird den Garten verdorben, will es uns wie ein Garten bleicht. Ich fand das ganz interessant, diesen Vers. Fangt uns, riebt uns de Vers. Das sind nicht Honigkote, das sind was anderes. Das sind Vers. Schau ihr da? Heide Jörg? Ja? Die sind klein, aber die machen ganz großen Schaden. Wenn die im Garten erstmal sind, in alles dann zwei Bitte verrieten, in das alles, die stieren bloß. Wenn du Heune hast, dann kannst du einen echt Hautheune. Also wenn die kommen, dann hast du keine mehr. Die stieren bloß. Und das Vers sagt, riebt uns die kleine Vers. Warum? Na, warum Leute bitte groß sind? Nehmt die kleine Fuß, dann wurden sie nicht groß. Wenn sie klein sind, ist es einfacher. In Folgen ist in unserem Leben so.
Das kommt der sind. Und der kommt nicht fort aus einer Gewohnheit. Der Sinn kommt nicht aus irgendwas, was du immer deutst. Das fängt einmal an, beim ersten Mal. Und dann kommt ein zweites Mal. Vielleicht ein drittes Mal. Oder den Hort kommt eine ganz kleine Wattel von Betterkeit. Eine ganz kleine Wattel. Und die wird aber geraten, immer geraten. Die Bibel sagt, mag gedrückt, wenn es klein ist. Fangt die dich an. Lotet gar nicht tau. Je riebt die kleine Phase. Wenn die erstmal weich sind, gibt es die schöne Gröte. Mir fragen sie mal, warum gab es Goliath, den großen Mann, wen David kämpfen musste? Warum gab es den Goliath? Naja, wir können sie einen Vorder zu Titen durchgeschlagen hat. Deswegen gab es Goliath. Wir müssen aufpassen, dass wir das gar nicht erst begrüßt wurde, in unserem Horten. Das ganze Schlechte. Sonst waren wir noch gefangen, sonst waren wir Knecht und Sklav von diesen Sachen. Zu Titen alles rütnehmen. Das kenne ich. Wer gebungen. Hei wen kenne ich, aber gebungen. Pass ab, dass ihr leben, nicht an irgendwas taub bin. Dass ihr nicht versklaven mit irgendwas, was nicht von Gott kommt. Hier sind hier Raupe, Tjenningstjener zu sein. Hier darf frei gehen aus Tjenningstjener. Der Einzige, was ich bin, bist du selbst. Du kannst die waren versklaven für irgendwas, was nicht von Gott kommt. Blieb frei. Wenn du nicht frei bist, dann mag das, was du von doch sehen. Dann blieb trich. Da komm Rede mit uns, mit Leaders. Frag ernst, ob sie halb bekennen. Da ist doch irgendwas, was nicht ganz passt. Ach, das ist was Schlinet. Kreit nur rüt nehmen, wenn Schlin ist. Es noch gerötet. Dann von durchrüt. Dass es nicht Rühmen gewenden im Leben. Dann wird es schwerer. Das kenne ich wie gebungen. Aber das ist nicht alles. Dann nahmen sie an und hackte an die Dümes auf. Ohne Dümes ist es nicht ganz einfach. Oder ist es einfach? Kann ich mal den Handtüch schneiden. Ohne Dümes. In Deutschland, wenn du den Düme verloren hast, wärst du 80% behindert. 80%. Kannst du nicht mehr. Ein Düme, was willst du mit einem ohne Düme machen? Hier, der Früh ist, was in der Kirche schaufe. Hast du mal ohne Dümes mit dem Maße, was geschnitten? Das geht dir gut. Kannst du euch festhalten. Wenn das Maße so hören machst, ohne Düme, zum Schneiden, wie viel Kraft hast? Oder irgendwo ohne die Düme, das geht gar nicht ohne Düme. Das sind viele Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber der Jenny hat ein anderes Problem. Er muss nicht gleich zwei schneiden. Er muss was anderes. Er muss auf dem Pet reden. Er muss die verrauen. Heißt der Jenny, heute muss die ganzen Soldaten umführen. Wer will es nie auf dem Pet setzen ohne die Dümes? Wer will es das Ganze machen? Wer will es die Faust hören? Wer will es überhaupt abkrüpeln? Das schafft alles nicht ohne Dümen. Du bist nicht Kraft, du hast nicht die Kraft dazu machen. Du kannst nicht aus einem Göder Leder vorangehen. Du kannst das nicht. Du kannst ihn das gar nicht wiesen. Du kannst nicht werden, du bist nicht mehr reit, du bist nicht in die Gewalt im Schritt zu gehen. Weißt du, was der Feind mit ihm machen will? Der Feind will dich riepen und deine Dümes aufhacken. Weißt du woran? Dann bist du schon Leder mehr. Du kannst das nicht. Du verstehst das mit dem Beten nicht. Du verstehst das mit dem Wut nicht. Du verstehst das mit dem Kämpfen nicht. Die erste viel zu schwören, mal den ganzen Tag, dich zu fasten, dich zu beten. Das geht nicht. Hast keine Kraft dafür, du schaffst das nicht. Du kannst nicht sein, wohin du jetzt willst, selbst du kannst nicht dahin. Dort will der Feind mit uns. Und deswegen ist es für sie ernst, die Dümes weich zu nehmen. Dort wieder dich morgen kennen. Du kannst nicht mehr flehen. Flehen? Weichrahmen. Du schaffst es nicht. Du fällst, die sind mit dem Pet, und du kannst ja nicht ab, du kannst dich gar nicht mehr stieren, du kannst ja nicht. Du hast die Kraft nicht mehr. Auch für sind weich zu ran. Wenn er sind, dann sagst du immer, oh, gut, ich gebe mir an,
Aber das ist nicht das, was Gott für uns reut hat. Gott sieht uns, wir sollen anders handeln. Wie man uns handstellen in seine Welt, als sie reut, kannst kommen. Ich vertalte einem Freund mal, dass wir in der Church, als wir dann in Ponta Grossa die Church anfangen, sagt, die Mathe zu mal ist, immer wann ihr abstoßen, die Bibel lesen, das ist wichtig. Die brauchen das Wort Gottes für den Tag. Und sie hat gehört, wer mag ich dort? Bete, lese, nachdenken, was er bete. Und dort mag, was das Wort sagt. Gehört, seht ihr? Dann kommen wir am nächsten Tag und dann seht ihr, Willi, dort wenig Geld gestern, nee, das was passiert. Er schon zumal das ab, macht die Bibel ab und dann wieder Epheser. Und dann seht ihr, wie soll er uns diese Waffenrüstung, der Geschäft von Soldaten, anleihen, für den Kampf. Der mag dort, dann den Helm von unserem Heil, und dann mussten wir den Panzer von Gerechtigkeit, in den Belt von Glaube, nee, das ist ein Schild. Er muss sich alles antreffen. Und sie hat alles eingenommen an, Gebet und angetragen. Gebet und angetragen. Von durch, dort wird von durch war. Und er wird den ganzen Tag reiten, den ganzen Tag lügt er bloß, dass der Feind kommt. Als er schluppen ging, weht schon Feind durch. Dann sagt der Gott, ja, was soll das? Zumal ich sage, mir treibt das alles an. Ich hatte das alles angetragen, wie den ganzen Tag reiten. Den ganzen Tag. Und nichts. Für was mag ich dort? Und dann sagt Gott, das hat nicht bloß du sein, der Feind hat das auch sein. Die beste Leute, der Feind wird gleich kommen. Die muss nicht mit Schampfen, so ja vorgerannt. Jakobus sagt, dass, wenn wir nur Gott kommen, dann rannt der Feind. Reit sein. Aber ohne die Dümes. Wer will den Ball machen? Wer will das alles antratschen? Die Reit machen für den Kampf. Wer will das machen? Das, was der Feind will. Er will unsere Dümes weichnehmen. Die hat noch was anderes. Nehmen wir an, du hast gewonnen. Der Kampf ist reit. Und du stehst da, dann kannst du den Trophäe abholen. Nein, du nicht, du hast schon Düme. Das geht dir gleich. Wer will dann mit deinen Freunden, mit den Schreiser Töpfstöte und sagen, wie hat gewonnen, als er immer gemacht wird. Kannst du dir gleich. Die muss da setzen mit beiden Händchen, den Kröstchen nehmen, den Kuffelchen, dann, die kannst du ja gar nicht. Das, was der Feind will. Er will nicht, dass wir uns handstellen und dann den Sieg für andere verteilen. Gott hat uns Sieg gegeben. Aber das ist, was Gott von uns will. Geht noch schlimmer. Das schwirrt. Das schwirrt, dass wir hier Brücke machen. Das geht nicht. Die können es nicht. Das Einzige, was wir haben, womit wir den Feind Tritthöhle kennen, womit wir am Angriffen kennen, das Einzige, was das jaft ist, das schwirrt. Und das kannst du nicht mehr erhöhen. Das ist, was der Feind will. Ich glaube, es sei dort wie an der Bibel auf dem Helfen. Dann ist er immer futz dabei. Aber sieh mal ganz abrechtig. Wenn du das aufmachst, gehst du futz Bibelchen oder gehst du erst mal eine Nachricht in Instagram. Oder erst mal erst irgendwas geschrieben auf WhatsApp. Oder gehst erst mal was anderes erst Tschetje. Oder gehst einen falschen, dann verschwindet nochmal bei der Nachricht Tschetje. Halbt uns das oder steht uns das mehr? Es ist nicht das, was der Feind will, dass wir das Wort für jeden, keine Zeit für sein Wort haben. Gott will, dass wir das Wort gerieben, tjane, leuven, dass wir mit dem Wort umgehen können, dass das Faust in unserer Hand ist. Wir reden gestern mit den Jugendlichen über das Fausthöhle in der Hand. Wenn der Düme nicht da ist, kannst du das nicht. Du kannst das nicht Hölle, du kannst nicht angreifen, du hast keine Kraft. Verseht das mal, ohne den Dümen, mach den Dümen rüten, dann leih mal das Maße hier so nennen. In Hölle das mal. Selbst was greifen, das töpft dreht das allweil. Dann, na gut, du musst vielleicht nicht kämpfen mit dem Schwert, aber nimm mal ein größtes Maße. Oder eine Axt. Axt. Ja,
Nämlich eine Axt in deinen Schlummel halt, ohne Düme. Ob der Oberst wurde lachen kommen. Du kannst nicht. Dort haben sie mit diesem Tschenig gemacht. Du kannst das Schwert nicht hören. Du kannst den Bogen, wenn du dann den Pfeil in den Bogen die Brücke willst, zum Wiedreiten, kannst du auch nicht. Du kannst nicht hören. Du kannst nicht tratschen. Das geht nicht. Du tust nicht mehr für den Kampf. Sein Name nahm diesen Tschenig in Mucke dort mit einem. Weißt du, wenn wir diesen Dümen nicht haben, dann war das Stor wie dem Feind nicht. In alles, was die Welt bringt, das nehmen wir an. In der Bibel sagt, wir müssen uns reinholen von der Welt. Aber das Oma Tschenig, den haben sie noch schlimmer behandelt. Den haben sie die große Teile von der Feit auch noch aufgeschnitten. Was hat das zu sein? Warum von der Feit? Ganz großes Problem. Menschen, die den größten Teil nicht haben, kennen nicht Ranen. Sie kennen bloß Gründe. Ranen geht nicht mehr. Es ist nicht mehlig. Wenn du den größten Teil nicht hast, kannst du nicht ranen. Dann kommt der Feind in du, kannst nicht weich. Du bist schon hier vor mir. Mit dir kann man machen, was man will. Willst fliehen, ist nicht mehlig. Der zweite Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 22. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22 sagt so: Gute Jugend lasst aus dem Weich, in Streef nach Gerechtigkeit, Glauben, Leif, in Fried mit dir, die den Herrn aus dem reinen Tod anrücken. Gute Jugend lasst aus dem Weich, oder ihr habt eine andere Seite gesagt, ran, fliehen, was du für diese Jugend lasst. Alles, was die der Welt anbietet, muss weich ranen. Dafür brauchst du deine Teils. Der Feind bemächt sich sehr an solche Hölle, dass du das nicht mehr erkennen. Noch was anderes. Ohne diesen großen Teil habe ich kein Equilibrium, kein Gleichgewicht. Wir können uns nicht hören. Wenn du auf einem Bein stehen willst, brauchst du einen großen Teil. Das hilft dir, dass du dir immer hören kannst. Ohne den kannst du es nicht. Du hast kein Gleichgewicht mehr. Du bist sehr, du musst dir immer hören. Du kannst das nicht mehr, ihr Scheitan schrie. Du fällst auf eine Seite oder auf eine andere. Jakobus sagt uns, wir sollen nicht aus Menschen sein, Wort von einem Wind, Hahnen hergetrieben sein. Mal da, mal hier, denn ich weiß, wir sollen stohnen sollen, was du machen ist. Die Bibel sagt uns, wir sollen stohnen aus Mana, frühes von Gott. Der Feind will das nicht. Er hält uns fast in Gefangenschaft aus Sklav, dann nimmt er uns die Dümes in den Tee, den größten Tee weich, größten Tee von der Feit. Es ist nicht möglich, dort wie ein vernünftiges Leben führen, wenn wir gebunden sind, dort schwert nicht Hölle kennen, in der Welt nicht weich ran kennen. Das kenne ich. Sort, gebunden, keine Dümes, keine Gröte Teils mehr an der Feit. Und er sagt, als kenne ich weh, hat unter meinem Dash 70 unterschiedliche gesetzt. Und ich habe mit ihm tatsächlich gemacht. Die wäre bei eurem Dash. Und ich habe immer mal zum lustig sein, was Brot geschmiert. Dann musste sie ohne Dümes für sich Brot durchriepen, Schräumel, Brocken, und die dann eten. Davon überlebte die. Und er lacht immer, dass diese 70 Tschenig unter meinem Dash rumkropen sind, mit Brocken zu sammeln. Nu hat het met mij gemaakt, wat ik wil onderduiden.
Es ist nicht folgen soll dort wie. Tjenja vom Hechten. Tjenigs, Tjenja. Dort wie kreuz ein Leben aus diesen 70. Und ihrem Dash an irgendwas und Brocke Somle. Nicht für, bloß für sich irgendwas zu überleben. Gott hat mehr für die. Und Gott hat die Kraft, die war ganz zu heilen. Und das will er von durchmachen. Gott seine Kraft, die schafft dort, die war da tritt zu stellen, so dort, die war da kämpfen Kunst, dort, die war da reine Kunst. Gott kann das, und bloß Gott kann das. Der Feind, er kann die bloß zwei machen. Er kann die bloß gefangen halten. Gott nicht. Er hat Freiheit. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist. Ich weiß nicht, wer dir das geht. Ich weiß nicht, was du denkst über dein Leben. Ich weiß nicht, was dir das anfällt. Das echte Leben, was du nu gerade leben hast. Aber ich weiß, was Gott für dich Reit hat. Gott sagt dir, wer du bist. Das muss sie bloß annehmen. Gott sagt in seinem Wort in 2. Petrus 2, im 1. Petrus 2, Vers 9. Aber je sind ein ausgewähltes Volk, den tjänig sein Priestertum zusammen, ein heiliges Volk. Gott sein eines Volk. Dort die andere Seite soll, wie wundervoll dort der ist, der ihn in diesem Rütgerat und in sein wunderbares Licht gestaltet hat. Hier sind dem tjänig sein Priestertum. Er hat uns gerufen und er hat uns einen Abruf gegeben. Hier soll sein, wie groß er ist. Ich möchte ihn einladen. Nooit schwind Schritt zu wohnen. Wenn du meinst, dass du vielleicht den Kampf nicht mehr magst, vielleicht weil du keine Kraft hast, vielleicht weil dir irgendwas fehlt. Ich möchte dir einladen, Schritt zu wohnen sein, vor der hier seht. Die weiß, dass letzte Zeit so viel im Kampf zu tun hat, und ich habe keine Kraft mehr. Ich habe mich immer erwartet, im Feind und erstellt. Das sind Sachen in meinem Leben, die mich gebunden haben. Und ich kann nicht mehr kämpfen. Aber von durch will ich, dass du mir die Dümmes war jetzt. Ich will, dass du mir wieder Kraft gibst zum Kämpfen. Ich will gewinnen. Ich will mit dem Feind nicht unterstellen. Vielleicht bist du nicht weggerannt. Vielleicht hast du keine Kraft zum Gehen. Vielleicht bist du so ja schrecklich, dass der eine sieht, der andere sieht fest. Dass Gott sagt, Vater, hier sieh ich kann mich nicht auf die Beine hören. Ich hatte nicht geschafft, Pferde sind weich zu rennen. Aber ich frage dich, dass du mich heilst. Dass du mit ihm jetzt mein ganzes Leben rein machst. Und mir war dort jetzt, was ich brauche. Dass ich ran kann für den Feind. Dass ich gewinnen kann. Dass ich kämpfen kann. So dass du wieder gerät wirst in meinem Leben. Gott will die Reich stehen. Gott will die ein ganzes Leben nie machen. Die muss bloß sein, hier sehe ich nehme dort an. Möchte Gott uns behalten. Amen. Amen. Gott helpt uns dabei.